Ja, herzlich willkommen. Rotzshow die dritte. Grüß Gott. Wir haben beim letzten Mal schon versprochen, dass wir es diesmal schaffen, ohne dass der Livestream abreißt. Wir haben vor, uns dran zu halten. Darum haben wir das Abreißen des Livestreams diesmal gleich am Anfang gemacht. Das heißt, ihr habt die ersten beiden Nummern leider nicht mitbekommen. Wir werden sie dann aber am Schluss... Gut waren es. Also wir können ein bisschen erzählen, wie es gewesen ist. Super, ja. Also wir haben mit Musik begonnen und aufgehört eigentlich auch. Gell? Also Akkorde waren dabei, einige, so zwei, glaube ich. Ja. Und er hat Dommen gespielt. Also was haben wir denn gespielt? Bussify. Also, weiß ich nicht mehr. Xi haben wir gespielt. Und den Arsch gespielt. Super Xi. Ja, ich glaube, es war die beste Performance unseres Lebens eigentlich. Ja. Wir Schade. sie gar nicht mehr wiederholen. Ja. Ich weiß auch, wer das war. Irgendeiner von euch hat ein Bier über den Computer geschüttet. Ja? Deswegen ist der ganze Livestream angerissen. Ich weiß diesmal nicht. Wir geloben, dass wir sie vielleicht, oder wir geloben vielleicht, ist auch, wir geloben, dass wir sie am Schluss dann anhängen. Also ihr habt nichts versäumt. Ja, wenn die Leute lieb bitte sagen, dann machen wir es vielleicht. Ja genau, wenn ihr alle lieb bitte im Chat unten schreibt bitte, bitte oder spült es als Arschlöcher, könnt ihr auch schreiben, aber immer mit bitte schreiben. Also bitte spült es als Arschlöcher, dann spielen wir es am Schluss nochmal. Oder es bitte Arschlöcher. So, wir haben jetzt schon 13 Zuseher. Großartig, freuen wir uns natürlich sehr und wir freuen uns noch mehr, wenn Sie uns Kommentare schreibt und dass wir merken, dass das jetzt wirklich auch Menschen sind und nicht irgendwelche russischen Geheimagenten-Bots oder sonst irgendwas. Man weiß ja nie, was die Sache ist. Na gut, dann gehen wir es an mit unserer Show, oder? Ja. Also, Neuigkeiten. Was gibt's Neues bei dir, Katja? Ich habe eine eingewachsenen Zehennagel gehabt. Das war super. Super. Das ist nichts Neues. Also natürlich die Neuigkeit. Das was wir natürlich jetzt vorpredigen schon seit ein paar Tagen und ein paar Wochen. Rotzfest, die 11. steht an. Also Rotzpippen wird 11 am 22.11. Also das ist
Ja. Doppel-11. Das haben sie nur die Illuminierten Mehr ausgemacht. bringen wir nicht mehr zusammen. Also am 33.11. wird es nie geben. Also mehr 11 geht nicht. Kommen auch Sie in die Arena Wien. Mit dabei sind Wir. Und die Analphabeten, die besteste Band außer uns natürlich. Ja. Also wir sind in der Hasenleitensiedlung die besteste und die sind alle drumherum die besteste. Ne? In die anderen Siedlungen. Also quasi Ellbogens Feines. Also in der Klärgruben auf jeden Fall. Was wir? Na, die anderen. Analphabeten. Die anderen. Die anderen da. Ja, die was nicht lesen und schreiben können. Genau. Also wir. Das bin ja ich. Genau, wichtig wäre auch noch zu erwähnen, dass man sich natürlich Tickets kaufen sollte. Letztes Jahr waren wir ausverkauft und der Vorverkauf läuft nicht schlecht. Wir haben für euch noch ein Special bei der nächsten Rotzshow, wenn wir Tickets verlosen. Da überlegen wir uns noch, wir werden irgendeine furchtbar schwere Frage stellen oder eine Aufgabe stellen. Oder und der Biggest Loser gewinnt. Also ich weiß auch nicht, welche Frage wir stellen werden, aber die Antwort wird sicher Simmering sein. Okay, Spoiler-Alarm! Er hat die Antwort verraten. Wir machen es auf Jeopardy. Wir sagen euch die Antwort. Was ist Simmering? Gute Idee. Wer uns die beste Frage schickt, auf die Antwort lautet Simmering, der bekommt 2 Karten. Machen wir so. Also, sensationell. Also eigentlich sind wir schon dran. Der Begriff ist Simmering. Wer schickt uns hier im Live-Chat oder vielleicht da irgendwo anders via Facebook eine depperte Frage, worauf die Antwort nur Simmering lauten kann. Die lustigste, originellste Frage gewinnt 2 Tickets und wird dann natürlich dann kontern. Oh, das ist natürlich auch gut. Eine Schätzfrage wegen der Eierkarton. Ja, und wer soll die dann zählen? Ich habe mir auch gerade gedacht, dieser Plan ist schön, hat aber einen Haken. Wer kann zählen? Ja, stimmt. Zumindest nicht weiter als 4. Außerdem ist das Zählen von Eierkartons durchaus mit Arbeit verbunden. Ja? Also wir könnten nur eine fallen wir schon mal aus, Zahl, wir werden damals mitzählen sollen, wie wir es gegessen haben, alle. Da hätten wir gleich mitzählen sollen. Beim Eier, wir brauchen nur das Ergebnis vom Eierwettwessen vom Katsche damals zählen und dividieren durch 30. Also in der Volksschule war ich. Dividieren habe ich schon gehabt. Wettessen. Wir haben uns natürlich den Vorschlag von der Johanna vom letzten Mal zu Herzen genommen und bringen heute natürlich das von vielen geforderte Solette-Wettessen, kommt im Laufe der Show. Freut euch drauf. Ja, ich habe schon hart trainiert, also ich glaube, meine Siegeschancen stehen nicht schlecht. Hast du auch nicht mehr. Also ich bin ziemlich sicher, dass ich das niederreißen werde. Ja. Ich habe Solette-Erfahrung, 42 Jahre bitte. Ja. Ich glaube, die Lea S. ist da, ich glaube, sie hat fast gewonnen eigentlich mit dieser Frage, oder? Das ist schon ziemlich gut. Okay, ja, wir warten noch auf Originelleres, ja, stimmt. Aber das ist nicht schlecht, ja. Sie, Fragezeichen. Ich habe aber das Gefühl, dass das Sie immer mehr als Aufforderung oder wie verbale Watschen zählt und jetzt nicht so als Frage. Das ist No hast, oder? Ja, die sagen ja nicht Sie. Das sind Italiener, die fragen. Ja? Sie. Das ist eher so, schleich dich von meinem Gürtel, Altepperter. Ja. Ich würde sagen, bevor wir da jetzt uns in Fremdsprachen verlieren, deren wir nicht mächtig sind, weil Deutsch ist ja so eine. Der Felix ist auch noch da. Hallo Felix. Mein Liebster. Bevor wir uns jetzt in Fragen verlieren an uns selber, würde ich sagen, wir bleiben wieder in Simmering und präsentieren euch jetzt die mit Spannung lang erwartete 3. Episode von Simmering ist überall. Und ich kann euch sagen, es wird noch spannender. Die streiten sich um einen Stehplatz, so ist die Ganselhaut. Spielst du das auch? Ja, also ich bei mir auch, schaut das an. Nein, die wachsen eigentlich immer. Ja, das ist, weil du einfach graubart bist. Also, wie gesagt, Simmering ist überall, Episode 3. Viel Spaß damit, bitteschön. Mats ab! Alter, das gibt's nicht. Jetzt warten wir schon seit einer halben Stunde auf die Oligarchin. Irgendwie hab ich kein gutes Gefühl dabei. Mir kommt das alles sehr verdächtig vor. Dazu ist nur einer fähig. Mein böser Zwilling Zebedeus Unfall. Simmering ist überall, es ist wurscht, wo du bist. Du wirst von uns nicht verschont, Simmering ist überall. Du kannst dich nicht verstecken, weil wir wissen, wo dein Haus wohnt. Simmering ist überall, es ist wurscht, wo du bist. Du wirst von uns nicht verschont, Simmering ist überall. Du kannst dich nicht verstecken, weil wir wissen, wo dein Haus wohnt. Ach, meine Muschi, du bist die Einzige, auf die ich zählen kann. Diese scheiß Rotzpiepen, denen zahl ich's heim. Ich räche mich! Diesen Proleten!
macht er die ganze Zeit abhängen? Ich weiß nicht. Ja, das letzte Bier ist ausgesoffen, danke übrigens. Aber wo bleibt denn der Lumpe? Ich bin durscht wieder rauf, oder? Ja, hey, was ist das Bier? Her damit. Alter, Leon, ich sag's euch, ich war beim Würstelstandl, ich war beim Kebab, ich war beim Chinesen, ich war in der Blasehitten. Nirgendwo gibt's mehr Bier zum Kaufen. Die ganzen Heiselmannen, so ein Typ mit rollem Haar, hat das alles aufgekauft. Ja? Und jetzt vorn bei der Tür hab ich den Zettel gefunden. Was hat das zu bedeuten? Du musst lesen, was draufsteht. Weil du weißt ganz genau, dass ich nicht lesen kann, ja? Du Gesicht. Ja? Erst. Da steht, ich mach euch fertig Z, du Analphabet. Ich spreche jetzt einfach nur das aus, was wir uns alle denken. Ihr wisst genau, wer das geschrieben hat und wer das ist. Ehrlich, Alter. Dann sitzen wir da 3 Tage im Proberaum, es gibt nichts zum Fressen, außer, ich weiß nicht, ob es Hundsfutter ist oder Gulasch. Und es ist ein Bier, auch kannst du da. Der Alte ist wahnsinnig. Ich meine, der beraubt uns da unserer Nahrungsgrundlage. Wir wissen, was tun. Ich meine, so kann das da nicht weitergehen. Ich meine, in 3 Tagen spielen wir hinten beim Tierpräparator und das soll man nüchtern machen. Es Wahnsinnigen. Alter Zacharias, der Typ ist ein Zwilling. Ihr habt euch vor nicht allzu langer Zeit einen Uterus gemeinsam geteilt. Ihr werdet doch wohl irgendeinen Weg finden, dass ihr euch wieder versteht und auf einen grünen Zweig kommt. Ja, ich glaube, wir sollten es einer sagen, oder Zacharias. Burschen, ich glaube, wir müssen euch da was gestehen, das haben wir euch leider noch nie erzählt. Wir haben das Geheimnis gehütet wie unseren Apfel, aber es ist wirklich ein sehr, sehr dunkles Geheimnis. Ein Bierchen? Fürs Pläsierchen. Mördergag. Eigentlich wollten wir ihm ja einen Zauberlehrling aufsagen lassen. Ja. Ja, wir testen wieder blind Bier. Unsere liebe Crew hat uns wieder. Du machst immer so überschwänglich, wir müssen das langsam. Das habe ich vom Mundl gelernt. Also, unsere liebe Crew hat uns wieder mal Bier gegeben, wo wir nicht wissen, welches es ist. It's question mark Pilsener. Also, ich sage einmal, letztes Monat war es das Camparinos, also das Schlimmste haben wir wahrscheinlich hinter uns. Ja, aber ich habe Wer geglaubt, weiß. das ist ein Otterkringer. Also, Nein, für Wieselburg haben wir es angeschaut. So also ja, gemischt mit Otterkringer. Also ein gemischter Satz quasi. Prost, Herr Schädel. zum Wohl. Also, wir kosten wieder blind Bier und sagen euch, was wir glauben, das ist, was dann eh nicht sein wird. Also, das erste, was ich schmecke, ist das scheiß Klebebandel, was da biegt am Rand. Naja, Arsch. Nein, Guinness, sage ich. Ich weiß nicht. Guinness ist ja dunkles, oder? Das Problem ist, die haben nämlich letztes Mal schon gesagt, dass sie uns vielleicht irgendwann einmal alkoholfreies geben. Da stehen wir wirklich wie die Trotteln da. Und ich glaube, heute ist es soweit. Na, geh aber es bitte. ist cool, weil wenn ich das in die Runde schaue, sie schauen jetzt alle am Boden runter. Ja. Also keiner, Nein, der Lump ich glaub, das über, ist, schon komplett weg. Das ist das, was der Werner Beinhardt auch getrunken hat, oder? Böckstoff? Kann es echt nicht definieren. Ich meine, es ist Bier. Das ist, so viel kann ich sagen, es ist auf jeden Fall Bier. Es ist Hopfen und Malz gebraut. Ich war mir da jetzt nicht so sicher. Ob es nicht eine Frukade ist mit Eierlikör. Besonders Wasser ist nicht, gell? Ja, nein, es ist gestreckt, aber wahrscheinlich mit einem anderen Bier. Also es ist wahrscheinlich dasselbe wie letztes Mal. Ah, jetzt weiß ich, das sind die Hanseln vom Proberaum, was alle in der Dose zusammengehört haben. Ah, leibend, sind wir Ich da habe mir bei... gerade lumpig geschmeckt. Ja. Ist im Aber Abgang. das Problem ist, jetzt müssen wir den Scheißdreck aufmachen. Ne? Wir müssen zuerst mal raten. Ich würde dann raten, es braucht eher 4 Stunden, bis das offen Nein, ist. wenn wir es sehen, ist es Arsch. Gib mir einen Tipp, was es ist. Habe ich schon gesagt, Eierlikör mit Frukade gemischt. Okay, ich sag Nein, Eierlikör mit nein, vorhin habe ich gesagt, das ist das gleiche wie beim letzten Mal. Erforscht uns. Also wieder Camparinos. Na, Ich schau nicht hin. Sie sehen, ich schau nicht hin. ich habe einen Verdacht Ich bei der sag, Farbe. Hubertusbräu. Ist mir jetzt eingefallen. Okay, ich schau jetzt da schaut du rein. Was ist denn das für Scheiß? Dürfen wir das herzeigen schon? Wie siehst Ja, also das ist ein Spiel, das man nicht gerne spielt, weil man Surfer ist. Heineken. Also wenn du Haie neckst,
ziemlich arsch, weil Das die ist wirklich beißen. das klar, Ja. Man kann aber bei der Hochzeit kann man so spielen, heiraten. Ist ein Spiel. Das macht Spaß, kostet Okay, wenig Geld also und alle haben Freude. So, ich bring wir den scheiß trinken Zettel nicht Heineken. over. Ich bin aber laut sagen, dass wir das trinken. ich bin aber verblüfft, wie schlecht es schmeckt. Also, muss ich schon sagen. Also ich lasse lieber zu, weil ich bringe das erstens mal nicht runter und zweitens will ich jetzt nicht, dass jemand... Können wir das nächste Mal bitte Camparinos wieder haben? Okay, wir haben, glaube ich, das Schlimmste mal hinter uns. Also, Sie haben es Gibt's nicht schon ein Gelberbier oder so? Haben wir eigentlich bis jetzt schon einmal ein Bier gekriegt, was eigentlich wirklich gut schmeckt? Nein, gell? Also so ein Camparinos. Ich glaube, er hat glaubt, das ist das. Ich glaube, nächstes Mal bumsen es wirklich rein in die Dosen. Nein. Habe ich das Gefühl. Ja. Nein, ist eh. Ja, aber nachdem wir jetzt wissen, es kann nicht mehr schlimmer kommen, Das hat er schon beim letzten Mal gesagt. freuen Sie sich mit uns auf Dancing Queen. Viel Spaß, Lombardi tanzt mit uns. Bitteschön. Prost. Ich gehe. Für Teufel. Grüß euch, liebe Rotzpiepen-Fans. Hier ist wieder Lombardi, eure Dancing Queen, der euch die besten Tanzmoves zeigt, die ihr braucht, um in der Diskothek so voll abzuräumen. Wir haben Folge 2. Letztes Mal haben wir den Grundschritt und die Eröffnung gelernt, die sogenannte Pumpe. Und heute wird es wirklich interessant, denn ich lerne euch einen meiner absoluten Lieblingsmoves. Der geht zurück auf die alten Seemänner im späten 17. Jahrhundert und ist eine Kombination, die nennt sich Welle Forelle. Und dieser Move geht so. Wichtig bei Welle Forelle ist, dass wir einmal eine horizontale Bewegung haben und dann eine Bewegung kerzengerade nach vorne. Das heißt, wir öffnen mit unserer Pumpe, ja, und dann machen wir die Welle Forelle. Beides Entität Wasser, ganz wichtig, weil die Moves harmonieren müssen, Leute. Ja? Pumpe, Forelle, das ist die Forelle, ja? Egal. Pumpe, Welle, Forelle. Und das Ganze im Groove. Kann ein jedes Kind, auch ein jeder besoffener Seemann, der in der Hafenschenke beim Anlegen das getanzt hat, um sein Balzverhalten auszudrücken. Und jetzt schauen wir mal, wie das bei euch aussieht. Na gut, gehen wir's an. Ihr habt das gelernt. Grundschritt schön auf die Seite. Pumpe, Welle, Forelle. Pumpe, Welle, Forelle. Pumpe, Welle, Forelle. Ach Gott, mit euch kommen wir nicht. Welle, zuerst auf die Seite und dann nach vorne. Ja. Und wir machen das nur mit dem rechten Arm, Pupsi. Karli, das macht jetzt niemand. Nach links, dann nach vorne. Ja. Und er Pumpe ist gut, ja, ein bisschen langsam, ja, ein bisschen unbeholfen. Und jetzt, da gehört der Arm dreht hier vor in die vor. Es kann nicht so schwer sein. Okay, ich weiß, was wir brauchen. Wir brauchen Musik. Dann geht es besser. Kommt schon. Ja. Ja, kommt schon, Burschen. Hängt sich ein bisschen. Los, du. Das ist laut. Ja, steckst du in Hosensack oder da nicht, damit du es nicht bewegst. Welle, Forelle, nur mit rechts. Welle, Forelle. Ja, jawohl, da geht's jetzt so. Jetzt geht's so. Jetzt geht's so da. Und was ist schon wieder? Und was ist das schon wieder für ein Blödsinn? Einmal pumpen, dann links, rechts, Viere. Ach Gott, jetzt sagt er das, es gibt ja das. So, ja, und jetzt. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, und das war's auch schon wieder von dieser Folge. Wir lernten heute einen der besten Moves dieser Welt. Welle, Forelle oder der sogenannte Wave Fish für die Leute, die angeben wollen. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es weitergeht mit epischen Tanzmoves, die man auch mit Welle, Forelle kombinieren kann. Ja. Und bis dahin sagt eure Dancing Queen. Viert euch. Ja, nach diesen begnadeten Körpern, die Sie gerade gesehen haben in der Vollendung in der Tanzerei, kommen wir wieder zum seriösen Teil, würde ich sagen. Ne? Ja, es geht weiter mit, ja, auch Leibesertüchtigung eigentlich. Also gleich nach dem
Okay, Herr Umfeld zerlegt klarweise das Studio. Nur geschaut, ob die Wand noch da ist. Ja, pass auf, das kostet alles ein Geld. Ja, Entschuldigung, Mama. Wie wir gelernt haben beim Tanzkurs. Welle, Forelle. Genau, macht das elegant, Welle. Also, ihr könnt dann natürlich mitmachen bei Dancing Queen mit Lumpe. Also, Dafür haben wir es gemacht. macht ein Video, wie ihr die Welle Forelle macht und schickt es uns. Wir schauen uns wahrscheinlich das alles an. Und ja, ich würde sagen, gehen wir es alles heißen, oder? Du machst Traktor vor. Gibt's kein mehr in mein Revier. Der Feldweg, das ist mein Zuhause. Ich bremst den Nordic Bocker aus. Fahren wir noch eine Runde? Ja, dann fahren wir noch eine Runde, statt da. Dankeschön. Ja, eh. Klasse. Was ist los? Was sehe ich da? Aha, ja, passt für nachher, danke. Ja, Traktor fahren, schönes Hobby. Wer von euch fährt noch keinen Traktor? Schreibt es bitte unten in den Live-Chat hinein. Wo sind die also auch Menschen, die keinen Traktor haben, können gern Traktor fahren. Das ist was Schönes, ne? Am liebsten über einen Feldweg oder über irgendein Hinnigsviech drüber oder über einen Stau. Ist auch was Schönes. Ja, die nächste Nummer haben wir geschrieben in unserem liebsten Fluchtort, wo wir jetzt schon eigentlich viel zu lange nicht mehr waren, muss man sagen. Wo wir eigentlich einen Großteil unserer Lieder, ja, wie soll ich sagen, vervollständigt haben, mundvollendet haben. Was? Mundvollendet. Mundvollendet. Schönes Wort. Gerade erfunden? Na, das erklärt einmal, was das wirklich heißt. Ja, na, ich kenn die Mundvollendet. Ich habe immer geglaubt, das hat mit klassischer Musik zu tun. Nicht mit deinem Schweinskram, was du da immer einfallen lässt, da Ferkelchen. Was? Schweinsbraten gibt es halt wieder? Okay, na, wie gesagt, die nächste Nummer ist eine Ode an unseren liebsten Rückzugsort in der Steiermark. Wir ziehen uns dort gern zurück und machen dumme Musik, trinken viel Bier und schauen uns Song Contests an. Die Nummer heißt Hüttengaudi. Schönen Gruß nach Balfa übrigens. Hallo.
von der Gesellschaft verstoßen, zieht es uns auf einen Berg. Dort trinken wir Bier aus Dosen und gehen froh zu Werk. Schönes R. Dort drum auf dem Bergerl fühl ich mich wie ein kleines Kind. Mäh. Auf 1800 Meter gibt's kein Sünd. Jedoch. Aber wisst ihr, was da gibt? Ja, da gibt's eine Kuh und ein Schaf und ein Pinguin ist da. Der Scheiß aus in der freien Natur. Drüben am Lagerfeuer, da verbrenn ich mir die Eier, weil ich immer drüber hupfen tue. Kurz und bündig ist. Gott sei Dank kurz. Wie daheim im Bett? So. Was du machst, ist da. Spielen wir eine von den Nummern von vorher nach, oder? Spielen wir noch Ja, schnell wir nach? haben Zeit, spielen wir uns nicht. Ich würde sagen, eine ganz schnelle. Also eine Nummer, die ihr vorher verpasst habt, weil wir leider versehentlich nicht auf Sendung waren, aber es wäre keine Roadshow, wenn ich irgendein Fox Parks versehen würde. 1, 2, 3, 4! Politiker, was ist bescheißen? Kritiker, was ist verreißen? Leute, die nichts verstehen, können alle in den Arsch stehen. Linker und rechter Wappler, der Tisch ohne unsere Wappler. Die ganzen Kinder nach uns sehen, können alle in den Arsch stehen. Die Kinder in den Arsch stehen! Bitte in den Arsch stehen! Wollt ihr in den Arsch stehen? Lass uns in Ruhe mit euren Scheiß! Hört ins Vorscheine in Obersteine. Die Vorwärtsgast so ein besonderer Preis. Und was ist jetzt ich sag? Blöd mit ihnen Schatz. Geh an den Arsch, geh! Und was ist jetzt ich sag? Wir sind so blöd mit ihnen Schatz. Wir brauchen nichts als Funk und Fernsehen, kann in den Arsch stehen. Gehst los in den Arsch, geh! Bitte in den Arsch, geh! Wollt ihr in den Arsch, geh! Lass uns in Ruhe mit euren Scheiß! Hört ins Vorscheine in Oberscheine. Vorwärtsgast so ein besonderer Preis. Und die Rauchhörer hinter den Arsch gehen. Tanzamt und hervorragend hinter den Arsch gehen. Oder was uns bekehren wollen hinter den Arsch gehen. Oder was uns bekehren wollen hinter den Arsch gehen. Geht's in den Arsch! Bitte in den Arsch gehen. Wollt ihr in den Arsch gehen? Lasst uns in Ruhe mit eurer Scheiß. Hört ins Vorscheine in Oberscheine. Vorteilskart so ein besonderer Preis. Bitte in den Arsch gehen. Wollt ihr in den Arsch gehen? Lasst uns in Ruhe mit eurer Scheiß. Ihr könnt in den Arsch gehen. Schritt für Schritt. Willst du das wir machen? Wir gingen mit! Geht's in den Arsch! Jo! Also ich kann euch garantieren, vorher war es nicht so gut, jetzt war es viel besser. Viel besser, ja. Abgesehen vom Text aber ja.
Was soll's. Jetzt habe ich ganz vergessen, wie es weitergeht. Weißt du das irgendwie auswendig? Oh, okay. Na, irgendein Schaß wird schon kommen. Ja, die Anabolika-Industrie atmet auf. Endlich wird wieder richtig gut getobt. Und schuld daran sind wir. Ladies and Gentlemen, viel Spaß bei Fit mit Fats. Grüß euch, ich bin's wieder, euer Fetzenschädel. Willkommen bei Fit mit Fats. Heute üben wir wieder mal unser beliebtes TTM, nämlich wieder am Trainer, was zum Trinken und die Motivation. Leider ist mir ein Fauxpas unterlaufen, ich habe das Trinken heute vergessen. Darum habe ich statt dem Trinken ein anderes T, nämlich am Cheek. Euer Profi fürs gesunde Leben. Na, servus. Heute beschäftigen wir uns mit Squats. Das heißt, wir nehmen Gewichter und machen damit Kniebeugen und andere lustige Sachen. Natürlich hätte ich gern, so wie sonst auch immer, die Übung persönlich vorzeigen, aber leider ein böser Unfall, letztens am Pissoir, hat mir eine leichte Zerrung in der Leiste beschert und darum kann ich heute leider das nicht zeigen, aber ich verspreche, beim nächsten Mal bin ich wie gewohnt wieder fit. Und damit ihr seht, wie das richtig geht mit den Squats, habe ich heute wieder meinen Assistenten und Schüler Zacharias Unfall. Grüß dich, Alter. Servus. Gut schaust du aus. Ich würde sagen, wir bereiten einmal die Langhantel vor. Da hast und los geht's. So, jetzt sind wir schon da beim Gerät. Ganz wichtig ist für den Anfang, man soll einmal das Maximalgewicht nehmen, das man überhaupt stemmen kann und legt noch 10% drauf, weil alles andere ist einmal viel los. So, Zacharias, fangen wir an, geht schon. Hingeht da, ich helfe dir am Anfang. So, bist du bereit? So, und geht schon, los. Und geht schon. Und oben. Geh mal, komm, ich motiviere dich. Und wieder auf. Und oben. Jawohl, und wieder auf. Sehr gut, und damit geht's noch. Komm mal, geh mal auf. Na, was ist? Kommst du jetzt auffahren, no? Bist du deppert, der Zacharias hat das super gemacht. Der hat das Höchstgewicht um 10% erhöht und ein Wahnsinn. Burschen, ganz wichtiger Tipp, Wahnsinn mit sowas trainiert. Immer alleinig mit viel Gewicht, damit es ja nicht sieht, wenn es in die Hosen geht. Aber ich glaube, ich helfe den Zacharias jetzt einmal. So Leute, das war's wieder für diese Woche bei Fit mit Fats. Ich finde mir wieder voll Erfolg gehabt und nicht vergessen, TTM, Trainer, Trinken oder in dem Fall Chic und Motivation. Abonniert unseren Rotzpippen-Kanal, kommentiert uns, teilt uns was liken, kommt auf unsere Konzerte, macht was wollt, wir freuen uns darüber. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt Fit mit Fats. Yeah.
Eigentlich hauptsächlich ein Schlagzeuger, der tragt als Bier her. Ja, der hat jetzt, glaube ich, schon 12 Euro ausgegeben. Damit sind wir, glaube ich, 1200% über dem Budget. Das ist quasi in einer tragenden Rolle. Vor allem ich habe auch den Druck, dass ich es auswählen muss, dass ich es verpacken muss, dass ich es kühlen muss, dass ich es hertragen muss. Du willst mehr Gas, gibst du. Und werde dann immer nur angefangen. Wenn ich 5 Minuten Zeit habe, habe ich ein bisschen Mitleid für den. So, okay, der Proletentoaster meint noch alkoholfreies Bier. Ich glaube, da würde ich mir keine Freunde machen. Das sollte man besser nicht machen. Die schicken uns nur mehr alkoholfreies wahrscheinlich. Mikro umschalten, man hört euch nicht, okay? Habe ich gerade gemacht. Okay. Ist erledigt. Also, gut. man Gut. Habt ihr den Anfang gehört? Sponsern? Ja. Genau, also ihr könnt uns Bier schicken. Bier sponsern jederzeit. Wenn ihr uns Bier sponsern wollt, dann schreibt es bitte in den Chat hinein. Wir setzen uns mit euch in Verbindung und schauen, dass wir zu dem Bier kommen. Also ihr holt es dann persönlich ab. Weil wir zwei dürfen uns nicht zeigen. Ja, nein, mit dem E-Scooter. Er kommt mit dem E-Scooter. Ja. Oder ich reite am Pferd daher. Ja, gut, sind wir bei den Veranstaltungstipps. Ja, Veranstaltungstipps. Was steht so an in nächster Zeit? Was kann man alleine das machen? Wie schaut's aus? Also ich gehe am 16.10. gehe zu Machine Head im Gasel. Da fetzt es einmal so richtig. Ein bisschen Davidian und Old eine pfeffern. So richtig auf die Batterie. Vor allem am Schlagzeug. Ist das so? Ich ja. hab mal vor kurzem so ein Machine Head Album ungefähr 10 Sekunden gehört und das hat sich nach Popmusik angehört. Da war ich schwer entsetzt und mir dachte, um Gottes Willen, was ist mit denen passiert? Na, jeder hat einmal eine rosane Phase. Das haben wir gehabt mit dem ersten Album. Und mit dem zweiten. Und dann einmal kurz mit dem dritten und mit dem vierten auch nur ansatzweise. Ja. Da ist natürlich was dran. Es kann aber auch sein, dass du das irgendwie mit Aqua verwechselt hast. Die Barbie Girl. Scheiße spielen, bin ich glücklich. Ja? Zumindest 3 oder 4 Nummern davon. Der Rest ist ja Ja. Stimmt, vielleicht hat das Spotify mich wieder nur. Das Spotify, ne? Wo gehst du hin? Ich lasse ein bisschen ruhiger angehen, Machine Head wird es nicht ganz. Bei mir wird es eine Finissage, wer nicht weiß, was das ist, googelt das. Ja. Es gibt eine Vernissage, wo der Werner hingeht, ja. Da werden Beuteln ausgeführt und es gibt eine Finissage, das ist ein letzter Tag, da werden es dann overgehängt wieder, alles was nicht verkauft ist. Und ich schaue mir das auch von Bernhard Drechsler, der malt total geile Bilder und spielt Gitarre bei I'm a Love. Das heißt, sie spielen dort auch und deswegen gehe ich dort hin. Das Bier soll recht gut sein, es werden Hochzeitsanträge gemacht, was weiß ich, was da alles passiert. Darum gehe ich dorthin, es ist in der Florianigasse am nächsten Freitag. Kommt hin, trefft mich dort, zahlt mir ein Bier bitte. Ich bin arm. Schon wieder eine Aufforderung zu Klingt gut. Ja. Wahnsinn. Klingt gut, ich glaube, da gehe ich mit. Gehst mit? Ja, hängt jetzt over, passt. Du willst dir da selber nichts ausdenken. Diesen Freitag, oder? Diesen Freitag, ja, anschließend. Also übermorgen. So ist ja schon Mittwoch, gell? Also, Ja. gut. Wo ich vielleicht hinschaue, und zwar, das finde ich ganz spannend, wer den Beweis haben will, dass der Bela B. von Die Ärzte nicht nur Schlagzeug spielen und singen kann, sondern auch schreiben und lesen kann, Rabenhof. der kann in den Rabenhof fahren. Der Oder Typ hat nämlich ein Buch geschrieben und dort liest er aus diesem Buch vor. Also wer quasi eine gute Nachtgeschichte von Bela B. hören 1001 Schlagzeugerwitz zum Schlafen gehen, oder was? am 23.09. in den Rabenhof. Kann natürlich sein, dass es keine Tickets mehr gibt, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht geschaut, aber... Also falls es keine Tickets mehr gibt, Kauft euch das Buch. Friedhof gibt es sein sicher gerne her. Ja, ich habe selber noch keine. Oh, und er sagt, er geht hin. Ich habe gesagt, ich gehe vielleicht hin. Aber ich kann mir das Buch kaufen, dann kann ich euch direkt vorlesen, wenn ihr wollt. Genau. Mache ich eine Lesung. Ja, gibt es eine Lesung von einem Fastschlagzeuger. Ja, ich kann natürlich bei dieser geballten Power von Kultur zwischen Machine Head und Bela B. und Bernhard Drechsler, hallo Bernhard Drechsler. Kann ich nicht mithalten, Bernie, schön groß übrigens. Auch ich finde deine Bilder sehr leibend. Ich bin natürlich wieder mal für den sportlichen Teil zuständig, weil man, was ist sportlicher als ein Wamper der Mau? Ich war letztens schon in der Südstadt beim Damen-Nationalteam. Und werde auch wieder hinfahren, weil es einfach leibend ist. Und darum möchte ich euch daran erinnern, am 12. November gibt es das Heimspiel gegen, ich habe jetzt vergessen wen, Kasachstan. Wäre nice. Also am 12. November die Damen-Nationalmannschaft ein Heimspiel gegen Kasachstan. Ich nehme an, wieder in der Südstadt, also da, wo normal Mira ihre Heldentaten vollbringt. Und vielleicht schaffe ich es diesem sogar, dass ich einen kleinen Videoblog dort mache, weil wer noch nie beim Damenfußballmatch war, der hat was versammelt. Dort geht es sehr gesittet zu, aber man kriegt leichter Bier, weil nicht so viel gesoffen wird. Darum gehe ich gern hin. Mehr für die.
Mehr für Ja, und die Mädels können Fußball spielen und sind nicht die ganze Zeit mit ihren Haaren beschäftigt, wie die Burschen. Ja. Das ist wahr. Also Tut's einmal was. Ich habe noch nie bei den Mädels eine gesehen, die was so extrem gestylt war wie der heute Kader von, ich sage jetzt, Jeder Fußballmannschaft. Verein nicht, es gibt auch explizit in Österreich, der sich sehr stylt. Mein Schwager meint immer, das sind die Ladyboys, aber wurscht. Ja, also ich wieder mal ein Bier umgeschmissen. Ja, Entschuldigung. Jawohl! Wir sollten da so ein Signature haben. Zacharias Umfall schmeißt ein Bier um. Es ist wieder mal so. Ja, ich sollte eine eigene Sendung kriegen, oder? Also Spin-off! Sollte der Livestream So, bald abreißen, Dankeschön. wisst ihr, warum das Ja, passiert ist. aber diesmal habe ich es nicht über die Steckdosen gehabt, sondern nur über die Lampen und die ist wurscht. War's das? Vielleicht sind wir nicht mehr live. Noch nicht, was nicht ist, das kann noch. So, ja, wir haben noch Strom. Wenn wir schon im November sind, habe ich noch einen ganz leibenden Veranstaltungstipps, 22.11. Rotzbild. wo wir zwei sicher hingehen werden. Und zwar die Vienna Comic Con findet statt ich habe es mir aufgeschrieben, am 23. und 24. November in der Messe Wien. Und das wirklich Leibende dort sind die Stargäste, die auftreten. Und zwar Sean Astin, das ist dieser Typ, der den kleinen Hobbit gespielt hat, den Sam Gamgee. Und bei den Goonies hat er auch mitgespielt. Nein! Der! Rick Astley. Wen hat er gespielt bei den Goonies? Weiß ich nicht, einer von den 0-0 kleinen- negativ. Von den Kindern halt irgendwie. Ja. Der Ich hab kommt, kannst du ein Autogramm holen. Ja. Dann- Ich habe glaubt, Gundel Gaukeli kommt als Stargast. Nein, der Frank Miller, der Comiczeichner, den jeder kennt und Lucky jeder mag. Luke. Sin City. Nein, 300, SimCity, SimCity, Sin City. Batman Returns, SimCity. Du hast SimCity gesagt. Das war der andere. Und, wisst ihr, wer noch kommt? Der Steven Seagal kommt hin. Aber dann Der Steven Seagal. Ja, Okay, liebes Damen-Nationalteam, ich komme nur, wenn ihr gewinnt und dann schauen wir uns Steven Seagal an. Und der ultimative Stargast ist auch noch dort, Das wird immer ärger. Graf. David Hasselhoff. Thomas Brezina. Nein! Ja, Alter, Thomas Breziner! wenn er ihn Also, zum Turbo auch noch mitbringt, ja. dann haue ich dort auf Draht und bete Nein, in alle Richtungen. es gibt nur zwei große österreichische Schriftsteller mit Thomas B. Das ist der Thomas Bernhard und der Thomas Breziner, wirklich. Obwohl ich den ersten Für jedes Alter was dabei. Ja. Also mein Lieblingsbuch vor allem war eigentlich die Knickerbocker-Bande Revival, Reloaded. Ertrinkt im Bodensee, war eigentlich mein Lieblingsbuch. Ah, die Rückkehr der Jedi-Knickerbande, oder was? Lederknicker, habe ich nie gesehen. Geschaut, gelesen. Passt, Bier zum nächsten Konzert. natürlich Ah, gut. sehr schön, brav. Was kommt das eigentlich als nächstes? Ich hab's ganz vergessen. Wünsch dir was. Wünsch dir was. Wir bleiben ja gleich hier. Also, Bitte, die- Regie, Designation. bitte Designation. Mats. Am Test, das müssen wir dazu sagen. Ja, die Lea hat letztens den Vorschlag gemacht, wir sollten doch ein Solette-Wettessen machen. Super Idee, Essen immer gut. Nach Bier trinken kommt Solette-Essen, obwohl natürlich Salzstangenwette. Sie machen keine Werbung für Nein, die Hersteller. nein. Deswegen Aber sagen wir sich ehrlich, man sagt nicht Klebebandel, man sagt Dixo und man sagt nicht Salzstangen, man sagt Also Solette. für die Älteren unter euch, wer damals am Test gesehen hat, es waren immer gelbe Tuben mit einem schwarzen Pickel und keiner hat gewusst, dass das U ist. Ja. Und Okay, Entschuldigung. bei uns weiß natürlich jeder, dass das nicht Solette ist, sondern die Kleberstangerl vom Supermarkt, vom Hofer. Jetzt hast du Kleber, die Werbung gemacht. Ja, aber Was Hofer habe ich gesagt. Was ich auch noch kurz erwähnen möchte, bevor wir jetzt mit den Plätzen da anfangen, vielleicht warten einige von euch auf die Musikkritik-Rubrik. Ja. Die haben wir eingestellt nach unserem letzten Fiasko, das wir hatten mit Ja, YouTube, die Anwälte. wo sie uns fast verklagt hätten Ja. und eingesperrt hätten und weiß der Teufel was, haben wir gesagt, wir lassen das. Und außerdem kann man noch den Frank Zappas zitieren, den guten Alten. Da hat er gesagt, über Musik sprechen ist so wie zu Architektur tanzen. Das funktioniert einfach nicht. Oder vom Spiel wichsen. Ja, das geht gut eigentlich. Okay, also Genau, und Salzstangen. deswegen haben wir jetzt diese Rubrik Wünsch dir was eingeführt. Wenn irgendwer von euch Wünsche hat, kann uns sie gerne schreiben. Wir können uns auch gerne in die Facebook-Rotz-Show-Gruppe hineinschreiben. Da freuen wir uns immer. Da kann man einfach beitreten und Sachen reinschreiben. Und egal wie blöd die Wünsche sind, wir werden sie in irgendeiner Weise umsetzen. Alles, was bei Jackass steppert war, machen dann wir. Ich rede nochmal vor. Also, Du hast das aufgemacht! kurz die Regeln erklärt. Ja, die Regel wäre gewesen, es Erst dann aufzumachen, wenn es losgeht. losgeht. Du Trottel, du depperter Depp! Dann pick ich sie dazu. Ja, Also na, die Regeln, na, wir müssen na, es live- Frühstart, wir tauschen. Wir müssen es Wir leider tauschen. aufreißen. Und wer als erstes diese ganzen Solettes in seinem Körper verschwunden lassen hat. Und das heißt aber nicht im Was? Mund drinnen und nicht im Hintern. Ja. Sie müssen in der Speise, wer als erstes den Mund so aufmachen kann und sagen kann,
Hat gewonnen, die Regeln sind wissen simpel und Okay, aber das Salz, was drinnen dann so unten ist, muss man nicht. die Nein. So, es sind 45 Gramm, das ist schaffbar. Einzelne Sachen am Leiberl und so mal umpicken, aber eigentlich muss das sein. So, ich bitte den Regisseur ums Startkommando. Stopp. Das ist auch kein Kommando, oder? Der Stopp ist. Oh ja, schon ein Kommando. Aber Nichts trinken, nichts trinken, nee. An die Säcke. auch disqualifiziert. Zwei sind schon mal disqualifiziert. Gut. Ja, gut. Ja. Na, was ist das, ja? Kann sein, dass das total fad ist für die Zuschauer, wenn wir so Leute fressen. Nein, ich glaube, wir schauen schon steppert genug aus, dass das unterhaltsam ist. Ja? Katja, Herr Schädel, du hast mehr im Bord als im Mund. Im Körper, nicht am Körper. Gell? Wie geht's dir? Magst du ein Bier? Magst du ein Heineken? Und Sie, Herr Fuckerbundus? Sie haben da uns runtergehauen, darf ich dir das noch geben? Na, So, warte. Ja. Wer hat diese scheiß Idee gehabt? die Lea. Danke, Lea. Danke, Lea. Super Idee, ja. Na, sie schmecken einwandfrei. Also, ich muss sagen, Ich bin ja fertig, ja? ja. Da haben wir eigentlich die Super Size gekauft. Das waren die Ausstatter. Wir haben übrigens ein ganzes Team an Ausstattern, die uns immer diese ganzen tollen Sachen bringen. Außer das Bier, das bringt der Schlagzeuger, ja. Du Aber willst natürlich gewinnen, ja? ich gewinne euch, das sage ich euch. Die Oma hat mir das beigebracht. Wer langsam isst, kommt schneller ans Ziel. Ja. Kalorienverbrauch genauso viel. Ne? Und ich habe schon fast die erste Stange gefressen. Ne? Was ist mit euch? Ich glaube, das sind 45 Gramm bitte. Die stellen sie auf wie kleine Kinder, ja. Die Mutti. So, zweite. Geht schon. Weiter geht's. Ich mag das Salz nicht, was da drauf ist. Ja, Wunder. Noch nicht. Schluck aber. Das hört er nicht so oft. Schluck aber. Oder. So, Dieter, wo ist das Backel? Also, kann man das mit den Namen? Ja, es ist leer. Ja, wem gehört die, was am Boden liegt? Mir. Na, mir nicht, ich hab sicher keinen Arbeit gehabt. Ja, da sind auch welche. Bei mir passt nicht einmal Zeitlupe machen zum Nachschauen. Fertig. Ja, da- bravo. Ich habe ja gesagt, ich habe viel trainiert. So Leute im Bad aufheben zählt nicht. Hast du gehört? Was gehört? da hinten haben? So, habe ich jetzt irgendwas gewonnen eigentlich, oder war das jetzt einfach nur deppert? Dass ich Für die Ehre, für die Ehre. Juhu. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der was gewonnen hat, inklusive der Zuschauer. Immer Wasser, ja. Weiß nicht, warum das schon steht. Naja, wurscht. Gut, wir werden jetzt aber jetzt einfach Buch führen und jetzt steht es im Moment 1:0 für mich. Okay, wir machen jetzt immer so Scheiße. Und ich bin da nix neidig drauf. Naja, aber ich finde auch, das Publikum sollte entscheiden, wer eigentlich gewonnen hat. Nein. Nein. Aber ehrlich, da hast du auch noch was bieten. Das Ich zählt. bin trotzdem am Das müssen schönsten so Leute ausschauen, im du. Körper Also die sein. Haltungsnote habe schon ich gewonnen, oder? Das ist ja ein Kunstwerk, gell? Ja. Du bist ja da zu der, wie heißt das, Finis? Ja, was haben wir bewiesen? Er frisst wie eine Sau. Er frisst. Und er hat die Hälfte gepackt. Ne? Nein, ich bin Na, er starrt mehr aus, als er frisst. Und du bist wie eine Lady. I'm a fucking lady, baby. Also sollten auch Sie eine Idee haben für ein tolles, lustiges Wettessen, vielleicht, weiß ich nicht, Gummibären. Wettessen? Na bitte nicht jedes Mal Wettessen. Machen wir Essen Wetttrinken. Ja? Können wir nicht was Leihungswettessen? Kaiserspitz, also Tafelspitz oder Kaiserschmarrn oder? Sollte kein Doppelspitz. Sollte kein guter Vorschlag kommen, machen wir nächstes Mal einen Sack hüpft von mir. Aus der Mikrowelle. Na, Sarghüpfen, ja, wenn es nicht jeder auf seinem ist, war es Ja. lustig. Tja, Dankeschön. Siehst du? Einseitiger Sieger Friedhof. Ja. Okay. Das kommt eigentlich als nächstes. Also ich habe voll vergessen. In dem Fall würde ich sagen, die Lea darf das auch entscheiden. Von was? Okay. Mit Vollmond redet man, oder? Mach du das. Also,
Nein, mach du das hast das zusammengeschnitten, du bist der Was? Chef. Immer bin ich schuld. Du hast gewonnen, du redest. So, wir haben bei den letzten extrem aufwendig, teuren und langwierigen Dreharbeiten zu Simmering ist überall, haben wir extra ein Kamerateam mitgehabt, die Behind the Scenes gefilmt haben, um zu dokumentieren, wie so ein Kunstwerk entsteht. Ja. Dreisat hat dann doch abgelehnt, die wollten es doch nicht kaufen. Das war ja nicht teuer, sagen wir so. Ja. Schwerer Jetzt, Fehler. jetzt spielen wir es halt. Die machen ja nicht so viel Hochkultur wie wir. Ja. Jetzt kommt es exklusiv für euch. Die Outtakes von unseren letzten Dreharbeiten zu Simmering ist überall Folge 3, die wir vorher gesehen haben. Ja. Viel Spaß! Ich schaue aus wie eine Sau. You can leave, Ja, aber das war gut. Du meinst doch genau. Was nicht? Goodness! Ja, super, dass wieder ein Porno-Video hörst. Ich habe auch einen Schneemann geschissen. Bist du narrisch? Vom 3. Stock runter. Ich kann mit Besser als umgekehrt. Geh damit. Alter, Leilon, ich sag's euch. Ja. Schnell ausgegangen Muss jetzt in der Pose bleiben. Auf ewig, ja? Scheiße. So, jetzt machen wir Anschlussfehler. Ich setze mich da dumme. Ziehst mein Leiberl an. Okay? Ich sage ja zu österreichischem Wasser. Ich sage ja zu Bier-Gulasch-Rülpser. So, Achtung! Gusch. Weiß ich auch. Guck mal hier! Ja, man kann uns schon zusammenrollen. Du musst nur wieder mit dem Kabel aufpassen, dass du nicht so sehr nach unten schaust, weil das verdeckt über dein Gesicht. Okay. Darum tragt das aber. Ja, ja, Warum du das tragst? Die leeren Gösserdosen und trinken dann aber Stiel. Schauen wir uns alle an und ich brauche nur mehr nicken. Super. Jetzt kommt der Dieter noch. Betroffen. Die traurige Wahrheit hinter den Dreharbeiten, wir haben doch Bier. So, jetzt noch wie irgendwer. Schau auf mich, ja. Nee, Ja, gut gemacht, gut Hat gemacht. gern Grünzeug gesagt. Wirklich, wenn du mich so anschaust, kriege ich wirklich Angst. Und da lachst du und Angst hast oder was? das war leicht. Was ist leicht? Was war denn leicht? Das ist besser. Was war denn leicht? Kürzer, aber wirklich prägnant. Jetzt. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Warte mal, Geld fürs Nix tun, gratis holen. Und er sehnt sich nach Rache. Du hast den Ausgang nicht gefunden. Ja, draußen war er mir weg. Ja. Cliff. Ah! Der Cliff ins Manchmal First Take wird ins Arsch bei mir. Bis vor 3 Tagen was. Hallo! Grüß euch, Leute, und wir sind natürlich wieder zum nerdigsten Teil der Sendung angekommen, den Nerd News! Mit Jost, Rolli, Lompazi, Fakuzzi, der Wigata Bundus und dem Fridtjof hat seinen Platz. Plotzinger, Oh, yeah. 11111, jawohl. So, und heute, was ganz Spezielles, heute schauen wir uns mal keinen Filmtrailer an, sondern einen Games-Trailer. Ja, Und wir haben zwar- ganz was Besonderes vorbereitet. Ja. Es gibt den alten NES-Klassiker River City Ransom, klassischer Vorgänger zu Double Dragon, klassisches Beat'em-up-Spiel, wo Leute anderen Leuten in die Goschen hauen, und jetzt kommt ein spiritueller Nachfolger, nämlich River City Girls, nämlich die Helden von River City Ransom sind diesmal gekidnappt worden und nicht immer nur als heiße Mädchen. Sehr Und gut. die beiden Girly Girls, ja, ihre Freundinnen nämlich, ja, die spielen wir dann und mit denen haut man einer in die Goschen. Ja. Girl Power, sozusagen. Ich hab gemeint, wir schauen gleich mal rein in die Geschichte. Ja, sehr Sag gern. mal Trailer ab. Ja? Ah, E for Everyone, das heißt nur wenig. Way Forward. Das ist das Studio, die das gemacht haben, oder? Das ist ein Indie-Studio. Ja, Way Forward machen auch gutes Zeug. Der macht Double Dragon hier und der hat das Remake gemacht. Ja, das war okay. Oh, das kenne ich gar nicht. Das klingt War gut. sehr schön, ja. River City. Oh, Mean Streets, everyone is looking for a fight. yes. Klingt ein bisschen nach Simmering fast, oder? Ja, also ich finde auch, es ist ein Sozialstudio für Simmering, also River City allgemein. Ja. Sehr gut. Und wenn einmal die Hürden der Welt, ja, flattern, dann müssen die Mädels kommen. Ah, schöne Cutscenes sind immer dabei, oder? Ja, relativ nettes Pixelart, ja, gibt ordentlich Gas. Schön animiert, oder? Sieht cool aus. Ja, ich finde das Artwork ist okay.
Die Pace ist in Ordnung, Double Dragon Neo war auch relativ langsam. Ich glaube, das sind für modernere Gamer, die sind immer mehr so flott am Controller, wie es wir damals waren in der Jugend. Ja. Aber ja, es gibt super Sachen, ja, so Level-Up-System, ja, kannst die Moves dann kaufen, ja, bist stärker als mögliche. Ist das in-game Purchase oder? Ja, also du levelst up, kriegst dort Kohle und lauter so Sachen. Ja. Also man muss nicht zahlen dafür. Nein, um Gottes Willen, sowas machen nur Handy-Game. Ja, das ist überhaupt nicht so in der Richtung. Ja. Am besten spielst du natürlich im Koop zu zweit oder irgend so. Ich glaube, das kann man sogar zu viert spielen, oder? Ja, natürlich. Das hat so ausgesehen, als wären da vier. Das ist natürlich, ja, dann macht das mehr Spaß. Allein ist das irgendwie nur der halbe Spaß. Ja, natürlich. Gerade bei Beat'em-Ups war es immer sehr wichtig, dass man zumindest einen Freund dabei hat. Alleinig schon, weil man sonst viel Geld ausgeben hätte. Weil das war ja früher alles nur in der Spielhalle, in den Arcades. Na gut, da war es so. Und alleine quasi in was waren das, die 20 Schilling einwerfen, nein, oder 10 Schilling einwerfen. 5 Schilling, 10 Schilling, sowas. Ja, genau. 2 Zehner sind auch 20. Das kann schon sein. Das war für damalige Verhältnisse relativ teuer, diese Spiele. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Vor allem so ein Normalspieler dort 70 Sekunden, ja, weil du nicht gewusst hast, was macht welcher Knopf und dann war es vorbei. Ja. Also mit dieser Art von Spielen habe ich auch eine gewisse Vergangenheit. Ich habe viel Double Dragon gespielt, so alt bin ich. Und Turtles in Time am Super Nintendo. Turtles in Time, bestes Beat'em-up am Super Nintendo ever. Das kennen hier natürlich alle, die so alt sind wie wir. Und das hat wirklich Spaß gemacht, das war cool. Intro von der ersten Stage, Big Apple, 3 AM. Ja, der kennt sich wirklich gut aus. Gut, was gibt's sonst noch? Naja, du hast das ja schon erwähnt bei den Veranstaltungstipps. Ja. Es kommt ja dann bald die Wiener Comic-Con mit den Stargästen. Die Comic-Con. Schauen wir mal, vielleicht gehen wir hin und machen ein Special. Ja, natürlich, nicht nur Special bei der Comic-Con. Könnte passieren, schauen wir mal, also, ob wir Zeit und Lust haben. Wenn ihr uns einmal richtig nerden sehen wollt, so nicht nur da sitzen und so tun, als hätten wir blöd reden, ja, sondern so richtig, dann müsst ihr auch unbedingt vorbeikommen. Also ich bin auf jeden Fall dort. Ne? Ja, vor allem wie gesagt, Thomas Pariziner ist halt schon einfach... Das muss man gesehen haben, ja. Autogramm von Thomas Breziner. Also 3 Dinge, die wichtig sind im Leben. Ein Käseleberkiss-Semmel essen, Iron Maiden-Konzert sehen und mit Thomas Breziner reden. Das ist, glaube ich, dann ist das Leben, glaube ich, komplett. Ja? Hervorragend. Ja, was gibt es sonst noch so Neues? Filmmäßig, der neue Joker-Film, da wird jetzt massiv Werbung gemacht, da kommt ein Trailer nach dem anderen, ein Foto, es gibt schon erste Reviews, die von bis bester Film des Jahres und wow, so toll, bis zu, völlig overacted und eigentlich nicht leibend geht. Ich kann es nicht genau sagen, ich finde von den Trailern her, das schaut schon sehr, sehr leibend aus. Es ist halt ein bisschen durchschaubar, es ist halt kein typischer Superheldenfilm. Es könnte ein normaler Film sein, insofern durchschaubar, weil einfach dieser Typ, ich weiß nicht, wie heißt der Regie geführt hat, scheinbar ein großer Martin Scorsese-Fan ist und es war ja sogar im Gespräch, dass er irgendwie produziert hat, er dann doch nicht gemacht. Und das schaut einfach aus wie eine Mischung aus Taxi Driver und wie heißt dann, der King of Comedy und halt ein bisschen Superhelden-Ding dazu. Ja. Was ja nichts Schlechtes sein muss. Das ist ja ganz okay. Wir werden sehen, dadurch, dass es ja prinzipiell keinen Film mehr gibt, den irgendein Mensch halt okay findet, sondern das ist das Beste ever oder das Geschissenste, was jemals gemacht wurde. Stimmt. Weiß man nicht, wohin die Reise führen wird. Ja. Viele Leute online budeln sich natürlich jetzt schon auf, dass es nicht diese Original-Joker-Geschichte ist, sondern dass sich die Freiheit nehmen oder ihre eigene Geschichte erzählen. Was erlauben Schreiberling? Ja? Genau. Macht eine andere Geschichte. Ja. Was ich aber grundsätzlich gut finde, weil wenn man sich die Comics ansieht, es gibt so viele verschiedene Joker-Versionen und die nehmen sich da ständig Freiheiten raus, erfinden es neu, machen es mal anders. Warum sollen das Filme nicht auch dürfen? Selbstverständlich. So würde ich das sehen. Sie sagen ja auch nicht, sie sind die einen einzigen mit der letzten Wahrheit, aber es ist halt einfach nur ein anderer Take. Genau. Wann die Story natürlich Mist ist sie dann Mist. Ja. Aber die Idee finde ich grundsätzlich gut und spannend. Und vor allem, es dürfte halt mal ein Film für Erwachsene sein, was auch leibend ist. Weil diese Marvel-Superheldenfilme, so gerne ich sie mag, das sind ja in Wirklichkeit Kinderfilme, die furchtbar seicht sind und wo nicht viel dahinter ist. Und das ist jetzt vielleicht mal so eine Herangehensweise echt nicht schlecht, dass einmal für Erwachsene was ist. Gut, ansonsten, was ich noch erzählen wollte, da habe ich vor kurzem entdeckt, kennen wahrscheinlich auch alle, The Boys, die Fernsehserie, läuft auf Amazon, weil wir gerade über Superhelden reden. Die habe ich mir jetzt angesehen, innerhalb von 2 Tagen habe ich mir die erste Staffel reingezogen, weil ich so fasziniert war und das so geil finde. Es ist halt mal auch so nichts, was der Alan Moore nicht schon mit Watchmen erfunden hätte, weil es ist eine Superheldengeschichte, wo die Superhelden drogensüchtig sind, Leute umbringen, böse sind, für eine Firma arbeiten, die total korrupt ist, etc. Wirklich leibend anzusehen, politisch inkorrekt, furchtbar brutal und grauslich, aber wirklich, wirklich leibend. Ja. Wer es noch immer nicht mitbekommen hat, es läuft schon länger, aber bitte schaut auf Netflix und schaut euch die aktuelle Stranger Things Staffel an. Ja? Also wer nicht Stranger Things Fan ist, dem kann ich auch nicht helfen. Ja? Das muss man gesehen haben. Ja. Und eins ganz zum Schluss möchte ich noch erzählen, und zwar die extra Special Nerd News. Und zwar dieser Jon Favreau, dieser
Disney-Superliebling, der Iron Man gemacht hat und dann Lion King und Dschungelbuch und jetzt diese Mandalorian Star Wars-Serie für Disney Plus dreht, hat jetzt in einem Interview erzählt, dass er total gerne ein neues Star Wars Christmas Special machen würde. Und wenn Disney einsteigt, würde er das machen. Und das finde ich total großartig. Ja, natürlich. Weil wahrscheinlich kennen viele das ist Star Wars Christmas Special. Das ist ja dermaßen abartig und abgedreht. Ich habe es vor kurzem erst gesehen, also ich habe es nicht gesehen, ich habe es versucht mir anzusehen. Man findet es auf YouTube. Gebt es bei YouTube einfach ein, Star Wars Weihnachts- oder das Christmas Special, dann könnt ihr es euch anschauen. Ich habe so nach einer Viertelstunde, glaube ich, habe ich abgedreht, weil es einfach ziemlich schräg ist eigentlich. Absoluter Mist, ja. Aber da eine neue Version dafür würde ich echt lustig finden. Wenn es mindestens genauso trashig wird, bin ich an Bord. Ja? Es müsste ein richtiger Scheiß sein. Auf der anderen Seite braucht man sich nur die aktuellen Filme anschauen, da sind wir fast auf dem Niveau. Ja? Stimmt beim Trash her wiederum. Ja. Aber okay. Das ist wieder anders. Gut, ich glaube, wir sind es für heute, oder? Yes. Gibt es noch was zu sagen? Nein, nichts Wichtiges. Das Wichtige folgt nun. Genau. Denn wir steigen um zu den aktuellsten Nachrichten, die ihr braucht, um informiert zu sein. Viel Spaß mit dem Chilpflash. Ah! Mittwoch, 21.30 Uhr, herzlich willkommen beim Chillflash. Die News, die Sie momentan vielleicht auch brauchen könnten. Endlich ist richtig Schwung in den österreichischen Wahlkampf gekommen, nämlich durch diesen Hackerangriff auf die ÖVP-Parteizentrale. Seit gestern ist auch bekannt, dieser Angriff kam aus Frankreich und wie uns gerade zugespielt wurde, in einem Fax. Es wurde herausgefunden, der Hauptverdächtige ist niemand geringerer als Frankreichs Fußballlegende Zinedine Zidane. In einer ersten Stellungnahme hat er gemeint, er hat sich leider vertan, er dachte, er würde den ÖFB hacken und nicht die ÖVP. Grund dafür war, Zidane hat gesehen, wie wahnsinnig geil unsere Herren-Nationalmannschaft letztens gespielt hat und wollte dafür sorgen, dass diese Mannschaft nicht bei der nächsten Euro antreten kann. Also den Franzosen werden wir dann dort im fußballerischen Sinn ein bisschen den Arsch aushauen. Weiters, der große Paketversanddienst Amazon testet ja seit geraumer Zeit diese Lieferdrohnen. Einer der ersten Kunden dieser Lieferdrohnen war bezeichnenderweise US-Präsident Donald Trump. Er hat nämlich auch sein Amazon Prime-Abo und hat sich sofort ein paar Bomben bestellt. Leider haben diese Drohnen noch Fehlfunktionen und haben diese Bomben statt ins Weiße Haus geliefert, über einer saudischen Raffinerie abgeworfen, die dann kurz darauf in der Luft geflogen ist. Trump hat sich nicht entschuldigt, er hat nämlich gemeint, it doesn't matter, it's me wurscht. Wir bleiben bei verwirrten älteren weißen Herren. Boris Johnson, oder wie ich ihn gerne nenne, der Tyrannosaurus Rex, hat vor einer Woche knapp in einem Interview behauptet, und das stimmt wirklich, er und Großbritannien wären wie der Hulk, denn der Hulk befreit sich immer. Es gibt jetzt auch schon eine erste Stellungnahme, der Hulk distanziert sich dezidiert von Boris Johnson. Der Hulk hat auch schon eine Pressemeldung herausgegeben mit den Worten: Boris Johnson kann mir nicht das Wasser reichen, ich würde ihm ordentlich den Schädel einhauen. Also im klassischen Hulk-Stil. Zum Schluss noch zum Sport. Red Bull Salzburg, oder wie sie heute in der Champions League genannt werden, FC Salzburg, haben gestern den Club irgendwas aus Belgien mit 6:2 aus dem Stadion hinaus buxiert. Aufgrund dessen ist der gesamte ÖFB in einen Größenwahn verfallen und hat sämtliche Bundesligisten aus Österreich gleich einmal für die nächste Champions League angemeldet. Das heißt, nächstes Jahr spielen dann 12 österreichische Mannschaften in der Champions League. Die österreichische Bundesliga wird ersetzt durch Amateurmannschaften. Das heißt, nächstes Jahr wird es dann ein Finale geben um den österreichischen Staatsmeistertitel zwischen dem SV Stripfing und dem ASK Unterstinkenbrunn 1903. Ich danke schön für die Aufmerksamkeit und jetzt zur Werbung. Wiederschauen. Sie können Ihren Kaffee auf zweierlei Art süßen. Mit Zucker
also mit 40 Kalorien. Oder mit Mutterbutter, Süßkraft, also mit 0 Kalorien. Mein Name ist Ute Meinka. Ich bin 38 und habe 2 Kinder. Ich male leidenschaftlich gern. Aber Haushalt und Kinder lassen mir wenig Zeit dazu. Viel zu wenig. Auch zur Schönheitspflege. Da nehme ich Mutterbutter. Das ist unproblematisch, herrlich leicht, zieht schnell ein und glänzt nicht. Wirklich. Mutterbutter. Ist für mich genau richtig. Also, mir als Metzger ist es nicht wurscht, womit Sie meine Koteletts braten. Ich empfehle Ihnen Mutterbutter, denn mit Mutterbutter, da schmeckt Ihr Fleisch so richtig nach Fleisch und nicht nach Fett. Mutterbutter. Scheibletten sind jetzt in vielen Geschäften im Angebot. Die saftigen Toastscheibletten zum Überbacken, zum Beispiel für heiße Früchtetoasts. Die herzhaften Holländerscheibletten zum Frühstück und zum Abendbrot. Mutterbutter hat die Vielfalt, die Sie sich wünschen. Ob heiß zum Überbacken oder kalt aufs Brot. Scheibletten über alles. Achten Sie beim Einkauf darauf. Scheibletten gibt es nur von Mutterbutter. Wir sind live, ja, das ist live. Ja, schön. Herr Umpferl hat wieder mal ein Bier umgeschmissen. Nein, das sage ich jetzt nur, damit die Zeit vergeht. Herr Umpferl hat gerade ein kleines technisches Problem und arbeitet daran. Herr Hotzenplotz hilft ihm, sehr lieb, Dankeschön. Also, willkommen zum letzten Live-Blog für heute. Also, wir hauen euch jetzt noch 2 Nummern auf die Batterie. Und ihr könnt euch während dieser Nummern schon Fragen überlegen, denn im Anschluss, nach einem kurzen Video, gibt es dann wieder unsere Frage- und Antwortrunde. Überlegt euch die dümmsten Fragen, die ihr uns noch nie gestellt habt oder die ihr euch nie zu fragen getraut habt. Fragen zur menschlichen Sexualität bitte an Herrn Umpferl richten. Dr. Umpferl hilft Ihnen gerne. Ist er bereit? Er ist. Na, das wäre doch der Hammer gewesen, wenn ich diese Überleitung nicht so toll hingebracht hätte. Weil als Kind, da lernt man gehen, das ist quasi kinderleicht. Doch beim Kriechen braucht's viel länger, bis man Perfektion erreicht. Wer früh lernt, wie man sich bückt, hat später kein Bedarf für Rückgrat. Und wird auf einer Spur aus Schleim erfolgreich sein. Wurst, was du studiert hast, das ist bloß so, was du kannst. Einen interessierten Leistung, dafür gibt es keinen Dank. Satz egal, was soll in der gesamten nur dazu ist ein allein. Das machst du mal global. Arschgeil, ein bisschen Arschgeil. Seit Hunderten von Jahren bewegt. Arschgeil, ein bisschen Arschgeil. Weiß ich, dass er einfach so gehört. Weil willst doch du erfolgreich sein, ein schleimiger ordentliche Nett. Nur wer hinten imponiert, ist ganz vorne mit dabei. Ohne Griechen kommst nicht weiter auf der Karriereleiter. Ortsvorchef ist jede Menge Platz. Zum Arschstein, ein bisschen Arschstein. Seit Hunderten von Jahren bewegt. Arschstein, ein bisschen Arschstein. Weiß ich, dass einfach so gehört.
dich im Arsch daheim. Also fasse dir ein Herz. Er ist nicht cool, doch er hat Charme. Und im Winter hält er warm. So ein Kragen aus Poppers. Ja, beruflich kein Problem, ich bin im Arsch, da ist es schön. Man gewöhnt sich auch daran, dass hier andere Winde wehen. Nur die harten Sommerroman in den Garten, doch die allerhärteste, ja die allerhärteste und tut ans Arschgeld, bis am Arschgeld. Seit Hunderten von Jahren bewegt. Arschgeld, bis am Arschgeld. Was kann schon passieren? Im allerschlimmsten Fall ist du noch Arschgeld, noch ein Arschgeld. Wartet sie es von Tag zu Tag. Arschgeld, bis am Arschgeld. Oh yeah. Arschgrein. Okay, letzte Nummer für heute. Auch etwas, was wir schon lange noch... Was passiert? Ich habe das Mikrofon abgeschleckt. Pfui Teufel. Ich geht. Pfui. Also, es hat besser geschmeckt als die Soletti, muss ich sagen. Schlägst du nicht Salzstangen. Schlägst du nicht normal nur Straßen mit denen ab oder sowas? Ja, aber nur wenn Hunde vorher drauf geludelt haben. Ah, gut. Ja, lassen Sie das jetzt sickern. Jeder wie er mag. Ja, jeder wie er es braucht. Ja, Verzeihung. Ja, wie gesagt, letzte Nummer für heute. Danach gibt es ein hübsches Video von uns. Ich sage euch dann noch welches. Und die Nummer ist eigentlich eine meiner Lieblingsnummern, weil sie so simpel und so saudeppert ist. Viel Spaß mit Moserhead. Mein Nase ist so weiß, weil ich es schneiden los. Ich ziehe für mein Leben gern allein. Was ist war keiner, weil es bleiben los. Doch das Koks macht direkt ins Hirn hinein. M-O-S-E-H-E-A-D. M-O-S-E-H-E-A-D. Hui, hui. Die muss im frühen Leben am Wolf im Orf nicht wissen sein, sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß von keinerlei. Drum nur das Koks wie einen Schnupfen, sondern beißen. Die Kerzenviole nur zu benutzen und zum Scheißen. Also ist klar, dass ich einmal beim Orf gewesen bin. Ich weiß genau, ich hab gekokst am Eisler und in der Kantine. Ich hab das Kokain halt so von Herzen gern. Und wenn ich stirb, bestehe ein Kokerplatz zu werden. M-O-S-E-R-H-E-A-D. M-O-S-E-R-H-E-A-D. Hallo Dealer, Hallo Dealer, hallo Dealer, hallo Dealer, ich sehe diesen Hund, der, hallo Dealer, hallo Dealer, hallo Dealer, hallo Dealer. Sag uns mir dafür ein Grund, der her, hallo Dealer, hallo Dealer, aber kommt die Polizei, wer die Freundin sieht, so kennen, wer die reden davon, bis ich einen neuen Dealer finde, damit geht's wunderbar mit mir. M-O-S-E-H-E-A-D, M-O-S-E-H-E-A-D. Heute ist Sonntag, der brennt sich aus, in Simmering in einem Freudenhaus. Er wird mit der sagt Lin, dabei was Sonntag, er schustert Zaus, wenn der da Frau, ich stehe nicht, mit einem Treffer, das wird groß. M-O-S-E-H-E-A-D, M-O-S-E-H-E-A-D, ich bin am Moserhead, oh, in der Moserhead.
darum zünde ich meinen Gitarristen an. Okay, ja, danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt kommt noch ein Video von uns selber, weil wir trauen uns nicht, uns selber zu verklagen. Obwohl, ja, so wie wir uns kennen. Ja, viel Spaß mit unserem allerersten Video. Damals noch in einem Obdachlosenasyl in Schaas-Plattersdorf. Viel Spaß mit dem Video von Na Servus. Wir sind aus Simmering, wir waren schon alle im Häfen drin. Uns hat halt keiner gern, wir sind die Schiersten von ganz fern. Was hier raus! Wir stinken wie die Radler, wir sind so richtige Unsympathler. Solche Leute lohnt man niemals ein, bei solchen Leuten kriegt man gleich die Scheißerei. Was hier raus! Sehr verehrte Damen und Herren, wir wünschen Sie zu Ihrem guten Geschmack wünschen. Und hier sind Sie, gestern noch in der Justizvollzugsanstalt an der Donau, heute hier bei Ihnen, raus mit mir! Was hier raus! Asozial und minderwertig, wir sind komplett mit den Nerven fertig. Wir pudern alles, was nicht bei 3 am Baum ist. Wir haben keine Ahnung, was monogam ist. Was hier raus! Was hier raus! Was hier raus! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Na servus. Betty, du weißt ja sonst. Ja, das war Na Servus. Wie ich finde, war das eigentlich der geilste Videodreh, den wir je hatten. Und wisst ihr warum? Weil sie jetzt auch nicht dabei waren. Also ich hab geglaubt, wir haben eigentlich... gehabt. Ja. Eigentlich, da können wir ein bisschen aus den Annalen erzählen. Eigentlich haben wir uns eine Pizza bestellt in dem Video und wollten das mit einschneiden, dass uns der die Pizza bringt und dann im Video vorkommt. Der Pizzamann hat aber gesagt, na, bist du deppert? Nein, der hat auch noch gesehen, dass 2 Typen auf einer Couch hocken und sich selbst filmen und das war ihm schon zu suspekt. Ich kann ihn irgendwie verstehen aus heutiger Sicht. Ja, ich auch. Also ich war auch nicht reingegangen. Also das ist so... In einem Horrorfilm, der jetzt sagen, geh da nicht rein, der steht mit der Machete hinter der Tür. Ne? Und der Pizzamann hat sich das selber gedacht, nicht, dass wir nicht mit der Machete gestanden sind, sondern mit dem Pizzaschneiderradl. Ne? Wir haben gerade vorhin festgestellt, dass unsere Zuschauer eigentlich die lustigsten YouTube-Namen haben, weil die Pest oder der Pestgrube, bin mir jetzt nicht sicher, die oder der, Pestgrube bist du männlich. Ich sehe einen Rüssel. Das ist ein Rüssel, okay. Also das Pestgrube hat geschrieben, euer Arena-Festel-Intro erinnert mich sehr an das Intro von Wings of Fury. Ich kann mich dunkel erinnern, das war so ein Amiga-Spiel, wenn man nicht alles täuscht.
kenne jetzt leider das Video, die Musik nicht dazu, aber ich verspreche, ich werde es mir anhören und dann sagen, ob das wahr ist oder nicht, aber soweit glaube ich da. Danke für den Verweis, liebe Pestgruppe oder lieber Pestgruppe, wer auch immer oder was auch immer du bist, welches Geschlecht. Was du bist, der Geschlecht. Der Geschlecht gesagt, dieser bitte. Ja, warum sagt Geschlecht nicht geht gut? Warum hast du Pubertät nicht mitgekriegt? Naja, eigentlich haben sie gesagt Geschlechte und haben sie halt nicht ganz klar ausgedrückt. Ja, ich weiß nicht, ob wir wieder offline sind, da gibt es noch Fragen. Ich lese selber keine. Wir müssen mal ankündigen, was wir jetzt machen. Jetzt kommen die Q&As. Also wenn irgendjemand Fragen an uns hat oder irgendetwas unbedingt wissen will oder vielleicht sonst irgendein Mitteilungsbedürfnis hat und irgendwie uns sagen will, wie schön, toll, großartig wir sind, kann er das eigentlich auch machen. Es müssen nicht unbedingt Fragen sein. Wir würden gern Lebenszeichen von euch sehen, hören, lesen. Also einen Leserbrief von der Lumumba Mamba habe ich bekommen letzte Woche, die wollten meine Schuhgröße wissen. 44. Danke. Wow. So kleine Bogen hast du nur? So klein. Ich habe größere Kondomgröße. Okay. Das kann man von der Schuhgröße nicht irgendwie direkt auf den IQ? Auf die Nase schließen. Auf den IQ, ja. Der IQ ist dann quasi, da muss man die Zentimeter dividieren durch die Inch und die doppelte Quadratwurzel davon. Die Schuhgröße, umso geringer der IQ, oder was? Nein, je größer die Schuhe, desto kleiner der IQ. Hast du mal erwähnt, dass mein Bruder 52 hat? Ja, da fließt das ganze Blut in die Füße. Ja. Das ist natürlich oben weniger. Ja, und wenn du eine Erektion kriegst, fällst du tot um. Eigentlich bist du arm. Habt ihr eine Meinung zu Schuhgrößen? Schreibt es bitte in den Chat. Ja, also wir können euch nur warnen. Also wenn keine Fragen kommen, dann werden wir weiter Blödsinn reden und es wird nicht besser werden. Absolut nicht. Vor allem, wenn ich mal in Fahrt komme. Was magst du mit dem Häsl hier, du Häsl? Ich finde es super, dass du dich in den Lampenschirm einschneidest. Das ist wieder sehr... Nein, das ist ein echter Biedermeier Kloppapierschirm. Ja, riecht das so, ja. Ja. Aber das ist praktisch, oder? Egal was passiert, wir sind vorbereitet. Ja, das finde ich eigentlich voll. Also wenn jemand jetzt Bier ausschütten sollte auf eine Steckdose, haben wir, ja. Danke. Ja, was letzte noch die Frage aber aufgetaucht ist, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, ich glaube es war vom Triple X 666 Monsterfuck, war der Spitzname gefragt, was bedeutet dieses F auf dem T-Shirt von Fridtjof? Ja. Die Frage... Ich weiß es. Fridtjof, sag's ihm. Fridtjof! Nein! Das ist nichts Originelleres mehr. Nein! Was? Das ist jetzt so genau, das steht dieser ganze... ich würde nur sagen, es ist ein blaues F, als ob das nicht politisch gemeint ist. Die Wahrheit. Ein blaues F? Und mein blaues F. So. Nein. Deswegen haben die T-Shirts so gratis verteilt. Ich hab gehabt, die waren gratis, die Leibern. Ja, und umsonst dann auch. Die verteilen Fridtjof-T-Shirts. Ich hab geglaubt, das steht für Foodchance. Der Proletentoaster fragt, wie viel Backeln Mehl habt ihr beim Mozart-Videodreh verbraucht? Nachfrage glatt oder griffig? Wie kommt ihr auf die Idee, dass wir Mehl verwenden für ein Video? Na, ich meine, wir haben es wegen am Jugendschutz haben wir das Koks in einem Mehlsackerl reingetan, ja. Da haben wir Finis feinstes Weizenmehl 480er verwendet, ja, glatt. Das Sackerl. Glatt, ja, das Sackerl, ja. Das haben wir ausglatt, Koks reingetan. Das haben wir am Donauinselfest, glaube ich, beim Catering von der FM4-Bühne, haben wir das am Boden aufgekrautzt und reingeschaufelt. Und wieder eine Tür zugefallen. Und sind billig davon gekommen. Ja. Alles, was aus dem Nasel rausgekupft ist vom Programmintendanten von FM4, haben wir unten aufgefangen. Ja. Aber der hat auch so ein großes Nasel gehabt. Der hat es gar nicht gemerkt. Sollte man jetzt im Blumen noch schon Grindel rissen lassen? Hallo! Ist der Programmintendant? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das gerade erfunden. Auf jeden Fall, es war natürlich Mehl. Ich weiß jetzt immer, es war sicher auch das Verbackeln, was wir verbraucht haben, speziell nach der Aktion, wo einer von uns ja reingeknirst hat. Ich weiß nicht, wer war das schnell? Naja, er hat sein ganzes Gesicht drin. Genau, nachdem der Lumpe sein Gesicht drin versenkt hat, war, glaube ich, das erste Backel einmal weg. Und ich glaube, es war sogar keiner mehr. Nein, das war die erste Szene, die wir gedreht haben, war ja die mit dem Gesicht versenken. Somit war das erste Sackel schon mal passé. Ja, das kann passieren. Und das zweite ist draufgegangen, da wo es ich mir dann ins Bier reingeladen habe. Und das war übrigens mehr als, also trinkt niemals Mehl in Bier oder Bier mit Mehl. Es ist, also mir hat es noch 3 Tage später massiv geregt und es war griffig. Lieblingsmehl. Allerdings Mehl in Wurstsemmeln kann ich empfehlen, das war großartig.
Schmeckt super. Vor allem die Extrawurst besteht ja zu Großteil aus Mehl, oder? Du bist der Experte, oder? Die hauen doch da fast nur Mehl rein und Ja, nur Mehl gemischt Sau. mit Mehl, also eigentlich kannst du einen Salzteig auch fressen. Das ist nicht viel anders. Also Salzteig mit Hufen und Rüsseln von Schweinen gemischt ist auch extra Wurst. Was überbleibt, wird Leberkäse und was da überbleibt, wird, was war's, Knackwurst und was da wieder überbleibt, wird wieder Extrawurst. Also das ist ein ewiger Kreislauf. Der König der Löwen, wer ihn gesehen hat, der Circle of Life oder Death eigentlich, weil es ist ja alles tot, was wir da essen. Ja, es kam die Frage, ich habe den Namen nicht lesen können von, es ging glaube ich um Lieblingskonzerte, oder? Genau. Unsere unsere eigenen natürlich. Ne? Ja, Wo, beim ersten Konzert, wo die Mama dabei war und gesagt hat, Buh, ich war nie stolz auf die, aber jetzt schauen wir mich so richtig. Das war mein Lieblingskonzert. Jetzt habe ich einen Grund, dass wir richtig schauen. Jetzt habe ich einen Grund. Kann mich in der Ortschaft nicht mehr blicken lassen. Damals war es immer genau Ortschaft, ich bin ein bisschen öder. Nein, ein Highlight für mich, das kann ich auch noch erzählen, das hat jetzt nichts mit Rotzpippen zu tun, aber letzte Woche war ich bei der Live-Einäscherung der ERV mit dabei in der Stadthalle. Und das war natürlich schon äußerst emotional, muss man natürlich sagen. Und grundsätzlich großartig, also schon wirklich leibend. Also schwer begeistert, ERV, einer der coolsten Livebands ever. Das Einzige, was ich wirklich geschissen gefunden habe, sie haben auch ein paar Gäste gehabt aus ihrer Vergangenheit, die mit ihnen da waren. Dass wir nicht dabei waren. Ja, erstens das. Und zweitens der SDS-Typ, der Steinbecker heißt, der Dicke mit dem Schnurrbart. Die sind alle drei dick und haben einen Schnurrbart, oder? Nein, auf jeden Fall, einer von denen ist gekommen und hat eine Nummer mit ihnen gesungen. Ich weiß jetzt nicht mehr, der Sandlerkönig Eberhard hat er mit ihnen gesungen und ernsthaft in der Stadthalle vor 12.000 Leuten ist er mit dem Notenständer gekommen, hat sich einen Notenständer auf die Bühne Nein! mit dem Mikrofon, ist so gestanden und hat einfach den Text runtergelesen, während er gesungen hat. SDS bleiben wir die größten Heißeln, ja. Es ist wurscht, ja. Ein Lied, das hätte er sich doch vielleicht merken können, außer das wirklich schon naja, in dem Alter... Ich hätte mir die Noten ja im Board eingesteckt. Da kannst du runterschielen und dann lesen. Ne? Entschuldigung, den Eberhard kann ich seit die 8. bin auswendig. Ja, vielleicht hat er im Board keinen Platz gehabt, weil er so wie ich Soletti drin gehabt hat. Ja, wahrscheinlich waren es viel Soletti drin. Ja. Aber davon abgesehen war wirklich, wirklich cool. Stadtteil, rammelvoll, unten waren sogar Stehplätze, was ich wirklich geil gefunden habe für das ERV-Konzert. Nice. Schwere Post abgegangen. War wirklich gut. Also beim nächsten Mal ERV, bei den nächsten 1000 Jahre, was ihr feiert, lasst uns ein statt in Steinberger, wir lernen zumindest die eine Nummer auswendig. Ja, das war halt das Abschiedskonzert. Naja, die machen sicher ein Revival, die machen es wie die Scorpions. Ne? Die haben die letzte Tour gemacht und ein Jahr später haben sie die erste Tour nach der letzten Tour gemacht. Und das machen sie jetzt, glaube ich, seit 28 Jahren so. Ne? Ja, das sollten wir auch machen. Da können wir ja auch bald einmal anfangen damit, oder? Naja, ich meine, jetzt haben wir 11 Jahre Rotzpippen, dann fangen wir wieder zum Zöhner. Dann zählen wir alle 11 Minuten. Das heißt, nächstes Jahr gibt es dann wieder das erste Album. Das erste Album. Ja. Genau, das wird revived, re-released mit Gaststars von Turbobier und SDS. Wir machen dann wieder... Der Marco Boger liest das ein Teleprompter, aber immerhin. Wir machen dann wieder einen Protest zum Contest. Bobo? Marco Bobo. Okay, also das heißt, nächste Rotz schon Bandauflösung, oder wie? Nein. Ja, sicher. Und dann Reunion? Ja. Nein, das machen wir schon live auf der Bühne, der Bandauflösung. Nein, die Bandauflösung machen wir bei der letzten Folge von Simmering ist überall. Und weil Simmering überall ist es auch... Du hast ja nicht die ganze Sendung mit Spoilern, du Sack! Ja, nein, habe ich eh nicht. Das ist eine Telenovela, die geht endlos. Ja? Und wenn es vorbei ist, fängt es von vorne an. Ja. Das ist das Ende gespoilert, Bandauflösung. Ihr könnt euch erinnern an die Geschichte mit dem Leberkäse und mit der Knackwurst und mit der Extrawurst. Circle of Life. Simmering ist überall. Und immer. Na gut, ich würde sagen... Die Rosepippen hat uns noch netterweise geschrieben, dass sie sich köstlich amüsiert hat. Vielen Dank. Wir auch. Ja, wunderbar. Was ich noch einwerfen wollte, es heißt doch immer so schön, am schönsten, oder man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Nach meiner Empfehlung war das vor ungefähr 10 Minuten. Ja, da hätte man nie anfangen dürfen. Es war 8:45 nach meiner Empfehlung. Ich wollte ja nochmal ans Herz legen, 22.11., ich habe das sicher schon oft gehört, 22.11. Rotzpippen, 11 Jahre Show in der Arena zu Wien. Mit dabei die Analphabeten und vielleicht bei einem Special Guest, lasst euch überraschen. Tickets gibt es bei uns auf der Homepage www.rotzpippen.at, gibt es aber auch bei der Arena direkt bei Wien Ticket, Wien Extra und dieser Ö-Ticket. Jugendinfo, nicht vergessen. Jugendinfo, also bitte holt euch die Tickets, weil vorher ist ja wirklich kurz davor ausverkauft und es sind wirklich Leute heimgeschickt worden. Also kommt vorbei, wir lassen uns wieder eine geile Show einfallen für euch. Ja, und... das einmal wir wieder haben und einmal... Bleibt er dann dort. Ja, es wird nur bleiben, wo er ist, der SDS. Hast schon recht, Bestboy, leider. Bestgruppe, Entschuldigen. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ja, besser wird's auch. Wie letztes Mal natürlich wieder unseren Kanal abonnieren, wisst ihr. Bitte. Uns ein Like geben, kommentieren, tut's fleißig.
Ja. Und schreibt uns auf Facebook, was wir beim nächsten Mal machen sollen. Und natürlich, die Sache ist das, die Antwort ist Simmering, schickt uns die deppertste Frage, wo die Antwort Simmering lautet. Die dümmste Frage oder die lustigste Frage kriegt 2 Tickets fürs Konzert in der Arena Wien. Schreibt es da in die Kommentare auf YouTube, schreibt es uns auf Facebook wo dazu. Wir wollen eine dumme Frage, auf die Antwort nur sein kann, Simmering. Ja. Das mit CC war schon ganz gut einmal. Also, strengt euch an. Und ich würde sagen, Sollen wir noch ein VIP-Treffen dazu schmeißen? was? Ein Treffen. was Okay, ist die VIP? also ich hab's dann vor der Bühne VIP. Miracle-VIP, oder? Ja, auf unseren Konzerten gibt es prinzipiell keine VIPs. Wir kommen sowieso nachher runter zu euch und hauen sie mit euch an in die Batterie. Also, dann würde ich sagen, danke und auf Wiederschauen. Gehabt euch wohl. Das Publikum war heute wieder wunderbar und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Mar. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie mal wieder rein, denn etwas schauen muss sein, heißt es Bühne frei. Dann sind Sie mit dabei, die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Ich geht's Haus. Schleichen Sie sich in ein Nachbar.